Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Leute, die an der Homeparty sind. Von mir, wer noch nie abonniert ist zu meinem Kanal, der sollte das gefälligst machen. Wer noch nie abonniert, so jetzt und auch noch die Glocke aktivieren. Merci vielmals. Marc. Ja. Freundinnen und Freunde draußen, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem sehr speziellen Video, weil die Leute, die mich kennen, die Leute, die mich auch persönlich kennen, die wissen, dass ich sehr gerne Bötli fahre und auch an der Bötli-Fahr Lizenz dran bin am machen. Mein grosser Traum war immer, mir ein eigenes Boot, also ein kleines Boot zu kaufen. Und ja, jetzt gerade lustigerweise, wenn ich 10'000 Abonnenten knackt habe, hat es die Möglichkeit gegeben, mir ein Bötli, oder ich sage mal, ein Boot zu kaufen. Und, schon eher ein Bötli. Schon ein Bötli. Ist jetzt nicht so gut. Sollte man es einfach zeigen, Marc? Ja, komm. Freundinnen und Freunde draussen, das ist das Bötli, das ich mir auf 10'000 Abonnenten geleistet habe. Schuh! Hä? Ist doch geil? Mad. Ich habe das Harmony of the Seas getauft. Wir sind momentan auch gerade in Puerto Rico, hier am Hafen, zusammen mit ein paar Leuten. Es ist gerade eine Homeparty auf dem Boot, weil darum nachher, wenn ich euch das Boot zeige, tut nicht verschrecken, wenn ein paar Leute vorbeilaufen. Ein paar 5000 Leute. Ich habe gerade eine Einweihungsparty sozusagen auf dem Fest, darum laufen ein paar Leute vorbei. Aber ihr kennt ja alle die Leute, oder? Ja, sicher. Haben wir alle eingeladen gehabt. Ich lüte schnell am Adi an. Der Adi ist gerade auf dem Boot. Das Coole ist gerade der Hut und dem anrufen. Warte mal schnell. Adi, hörst du mich? Ja, ich bin schon auf dem Schiff, auch im Gegensatz zu dir. Fahrt das Schiff irgendwie schon? Ihr müsst wissen, auf dem Schiff funktioniert alles als Telefon. Das erste, was ich euch zeigen will, ist hier die wunderschöne Rennbahn, weil ihr wisst, ich tue sehr gerne rennen. Ich kann euch mal schnell zeigen, wie das aussieht, wenn ich renne. Und das ist noch der wunderschöne Ausblick auf mein Meer. Das gehört auch mir, das Meer, kannst du mir zeigen. Ja, mehr oder weniger nice, oder? Ja, mehr oder weniger nice. So! Sehr gut. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Raum für mich. Ich kann den auch noch einbauen. Habe ich nicht so groß gemacht. Ich denke, ich muss nicht immer alles übertreiben. Das habe ich jetzt nicht so groß gemacht. Aber das ist das Gym. Können wir mitkommen? Ja. Gym halt, oder? Sind das für andere Leute, die da sind? Im Gym? Ja. Sie von der Homeparty. Wie ich gesagt habe am Anfang. Homeparty ist ja eine Homeparty auf dem Schiff. Genau. Seid nicht verwirrt, wenn es viele Leute auf dem Schiff hat. Wir machen gerade eine Homeparty bzw. eine Einweihungsparty vom Schiff. Da haben ein paar Leute eingeladen, die kennen mich auch alle. So, und jetzt kommen wir ins Herzstück von meinem Schiff. Und zwar die wunderschöne Halle, nenne ich sie. Das ist einfach eine Halle. Das ist so das Innere vom Schiff. Da hat ganz viele verschiedene Sachen, das können wir schnell anschauen. Genau, das erste, was man sieht, wenn man da reinkommt, ist ein grosser Kopf, der sich bewegt. Hallo zusammen. Wieso hat es da Leute, die dich nicht kennen? Das sind Kollegen von Leuten, die ich eingeladen habe. Roboterbar, da werden Drinks mit Robotern zusammengemischt. Das ist jetzt nicht so speziell, finde ich. Ja, ist jetzt so recht wack eigentlich. Ja, ist recht wack. Das sind die Brüder von meinem Kollegen, weißt du, in Indien hat er Chinesen. Ja. Weißt du, dumm. Ja. Haben sie mich wahrscheinlich nicht gekannt. Wir haben ein Schiff auf dem Schiff. Das ist der erste Hof, da jetzt gerade nebenan ein Ariti-Rössli. Ja. Aber wieso jetzt das Kind? Sie sind doch gar nicht erlaubt an einer Homeparty. Ist doch zu jung. Ich habe gesagt, sie sollten die Kinder nicht mitnehmen, den Gästen, aber irgendwie haben sie die Kinder doch mitgenommen. Ihr seht hier die zwei grossen Bildschirme. Da schauen wir dann immer meine YouTube-Videos drauf schauen. Das heisst, da sitzen dann hier alle an, dann schauen wir mein YouTube-Video. Hat auch noch einen schönen Blick aufs Meer, hinter, wenn der Sonnenuntergang ist. Jetzt geht die Sonne auch gerade hinten unter. Du kannst Softeis. Da kann noch jeder so viel Softeis machen, wie er will. Alles gut? Ja, ja. Softeismaschine für Kinder. Gut das Beste. Wichtig jetzt, wenn man hier oben ist, beim Ranger-Hut anziehen, damit er hebt. Basketball. Ich liebe Basketball. Ich weiss, wie man das spielt. Ich fühle das. Boah, das sieht wirklich geil aus. Das Schiff oder das Licht? Ja, beides natürlich. Da hinten ist natürlich Party und da ist eines meiner Highlights vom Schiff. Es läuft jetzt leider gerade nicht. Es ist so eine Welle und auf dieser Welle kann man surfen. Es läuft jetzt gerade nicht. Ich habe die schon abgestellt vorher. Was ist
ist das gewesen? Da ist noch eine zweite Welle und die läuft jetzt. Das sind meine Kollegen, die am Surfen sind. Hallo. Ich habe das eigentlich fast so gut wie sie, ich gehe nie drauf, gell? Es findet jetzt ein bisschen sein, dass ihr mir nicht so gut gehört, aber auf jeden Fall sind jetzt hier die Pools. Hier ist ein Pool, da ist ein Pool, da hinten jetzt noch Pools. Ganz viele Pools auf dem Schiff und muss man etwas zeigen. Nice. Nice. Ja, siehst du. Alles gut hat er gesagt an meinem Pool. Er hat gesagt, es sind keine kleinen Kinder hier heute, weil die habe ich auch nicht eingeladen. Was kann man da innen machen? Ganz gut YouTube-Videos schauen vom Adi Totoro eigentlich. Sonst auch noch Aktivitäten, die erwachsene Leute machen, kann man drinnen sehr gut machen. Viel also Steuererklärung ausfüllen? Steuererklärung ausfüllen, genau. Vielleicht hört ihr mich jetzt nicht so gut, aber hier stand ich manchmal und schaue, dass wir in die richtige Richtung fahren. Dann tue ich mit dem Captain telefonieren. Also eigentlich mit mir selber, weil ich bin ja der Captain. Und jetzt zum Schluss gehen wir noch an den Ort, wo mir persönlich gehört am Schiff, und zwar mein Schlafzimmer oder meine Schlafkajüte. Dir gehört doch alles im Schiff? Ja, aber der Ort, wo mir selber, weißt du, wo niemand reinkommen kann, von der Crew nicht. Aha, okay. Eben, von der Crew dürfen die dann nicht reinkommen. Und das ist eben meine Schlafkajüte. Die ist riesig. Die ist wirklich riesig. Special Schlüssel, das hat kein anderes Zimmer auf dem Schiff. Spart. 3, 2, 1. Dann fangst du wieder abschlossen in der Zwischenzeit. Oh. Oh. Ich glaube, das falsche Zimmer. Das ist ja Maxis Zimmer. Ist natürlich nicht mein Zimmer, ich das nicht verwechseln. Ja, habe ich meine Kajüte verwechselt, weil das Schiff ist halt so groß, da finde ich es eigentlich einfach nicht. Das ist übrigens auch nicht mein Kompi, der dort liegt. Das ist, nicht mein Kompi, der hier liegt, das ist Maxi. Sein Zimmer, stimmt. Okay, ich gebe es zu, es war auch mein Zimmer gewesen, und okay, ich gebe es zu, es war nicht mein Schiff gewesen, weil das Schiff kostet nämlich 1,3 Milliarden Franken. Oder Dollar, irgendwie so etwas. Nein, nehmt die Roomtour nicht zu ernst, das ist wirklich alles ironisch gemeint gewesen. Aber es gibt natürlich eine berechtigte Frage, und zwar, wieso sind Marc und ich genau auf dem Schiff gewesen? Und zwar ist das ganz einfach, wir sind nämlich mit ein paar anderen YouTuber und Instagramern, mit Saturday Sunday, die kennen ihr vielleicht schon, und mit der Sarah Leutenegger, die hat mal mit Germany's Next Topmodel mitgemacht, sind wir dort gewesen. Also alles Leute in meinem Alter sind wir auf der Kreuzfahrt gewesen, und zwar dank marino.ch. Das ist eine Schweizer Firma, die Kreuzfahrten anbietet, das heisst, man kann über sie Kreuzfahrten buchen. Und sie haben uns eben dort den Text auf das Schiff geschickt, genau, kann ich überhaupt reden. Sie haben uns auf das Schiff geschickt und dann haben wir uns einfach eine Woche lang austoben. Es ist wirklich saugeil gewesen, es hat wirklich so viele Sachen zu machen gibt. Das Zeug, das ich euch jetzt in dieser Roomtour gezeigt habe, das ist nicht mal ansatzweise alles gewesen, was man auf dem Boot machen kann. Wir sind von Miami auf St. Martin, auf Puerto Rico, auf Haiti, also wir sind dann auch ein bisschen in der Karibik rumgecruised und haben auch das Leben genossen gehabt. Es war wirklich eine sau coole Zeit gewesen. Und darum hat es in der Beschreibung einen Link, marino.ch. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort ab dem Sommer eure Kreuzfahrt buchen. Es ist wirklich, vor allem für so Gruppen, wie es jetzt mir sind, ein paar junge Leute, ist es einfach saugeil. Du bist dort, du hast zu essen, du hast so viele Sachen, die du machen kannst. Du hast Ausgang zu oben auf dem Schiff, wer weiß. Und du bist in der Karibik und du hast auch die geilsten Strände, die es gibt. Ja, das zu dem Thema. Und das Coole an der ganzen Sache ist, kann ich jetzt schon mal sagen, die Roomtour war nämlich erst der Anfang von den Videos vom Kreuzfahrtschiff. Am Mittwoch geht es direkt weiter. Und ich will nur sagen, es hat ein bisschen gewindet. Oh, bis dann könnt ihr mal auf meinem Instagram vorbeischauen, @aditotoro, weil der Marc und ich und auch die anderen Leute, die da sind, wir haben die absolut Fire Pics gemacht auf dieser Reise. Mal ein kleines Beispiel. Jo, gehen jetzt einfach das Bild liken auf Instagram. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video auf dem Kreuzfahrtschiff, der Mittwoch. Peace und Blümli. Ihr könnt dem Video jetzt einmal ein Like geben, oder? Eben.